Wichtigkeit von der Institution vom Mediateur kann ich gar nicht hoch genug erschätzen. Und das gilt für den Ombudsmann als solchen, das gilt aber auch für den Ombudsmann für die Rechte von den Kinder und Jugendlichen. Und das gibt auch gelten für den Ombudsmann, für die Leute, die wir als Energiegestellheit gefordert haben, an dem wir hoffen, dass den trotz dem momentanen Widerstand von anderen Parteien nachher kommt. Als ADR begrüßen wir, dass alle Rapporte vom Mediateur nicht nur in einer schriftlichen Form vorliegen, mir auch hier an der Chambre diskutiert wird. Und das aus zwei Ursachen. Das erste ist, dass die Rolle vom Mediateur gestärkt wird. Wenn hier medienwirksam kann sein Rapport an der Chambre präsentieren, die Rapport dann an den zuständigen Kommissionen analysiert wird, und schlussendlich am Heiligen Haus diskutiert, debattiert wird. Das ist besonders wichtig, weil ja anscheinend eine Reihe von Services, eine Reihe von Gemengen und so weiter nach immer Mengen sie könnten den Ombudsmann ignorieren. Durch das öffentliche Aufmerksamkeit stellt bei mir als Chambre dem Mediateur, dem Ombudsmann direkt an helfen ihm an seinen Aufgaben. Ein zweiter Aspekt ist, dass mir selber als rekurrente Fallbeispiele, die drei sukzessiv Ombudsmänner als präsentiert haben, Konsequenzen ziehen müssen. An verschiedenen Bereichen, wann noch nicht punktuell, müssen legiferieren, für alle Mal gewisse Missstände auszumerzen. Ich will hier just zwei Beispiele zitieren. Seit 29 vom Rapport. Immer refusieren Gemengen, eine Person oder eine Familie am Anwohnerregister anzudrohen. Weil die Gemeng der Meinung ist, die Wunde ist wie zu klein oder irgendwann von einem Familienhaus zu Appartement umgebaut gehen, also nicht konform zum PRG, oder sie wie insaluber und so weiter und so fort. Heute wird nicht Sinn, dass der kleinste Major, der Lokatär, als Geisel geholt wird von einer Gemeng für andere Ziele zu erreichen. Ein Kampf zwischen der Gemeng und dem Proprietär soll Gemengefälles beim Proprietär ausfechten, und nicht Rick vom Lokatär. Ein zweites Beispiel sind die Direktsteuern an TVA. Auch da hatte man nach praktisch alle Rapports das Problem, dass die Administration so eine Imposition hat, acquis force de chose décidée, verbannen 3 Monate von der Notifikation vom Bulletin, sie hat eine Taxation d'office oder sie hat eine Falschdeklaration, eine irrtümliche Deklaration, die gemerkt ist, wäre zu spät, die zu rektifizieren. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich gebe dem Mediateur 100% recht, wenn sie schreibt, accepter de renoncer à la perception d'un impôt qui n'est pas dû ou qui n'est dû qu'en raison d'une erreur contribuerait à rétablir la confiance des contribuables. Hier sollten die Remise gracieusen, die den Direktor von der Steuerverwaltung machen kann, mehr lasch gehandhabt werden. An den Direktor von der Administration de l'Enregistrement et des Domaines hat haut nach gar nicht Möglichkeit, eine Remise gracieus zu machen, an dem musste man durch eine Gesetzesänderung unbedingt abfeiern. Und dazu werde ich eine Proposition de loi an einer der nächsten Sitzungen deposieren. Es ist extrem wichtig, dass hier am Land niemals ein Bürger muss so bezahlen, Steuern bezahlen, die de facto dem Staat nicht schuldig ist.